Ja, und ich möchte heute gerade am Anfang sagen, hey, gib dich nicht mit weniger zufrieden, als wirklich das Glück im Leben zu finden. Gib nicht auf, auch wenn du vielleicht schon viel Negatives erlebt hast, auch wenn du vielleicht viel Enttäuschendes erlebt hast. Es gibt wirklich das Glück im Leben. Und wir wollen heute mit dieser neuen Predigtserie anfangen. Grundlagen vom Glauben, warum wir glauben können und was es für Gründe gibt wirklich zum Glauben. Und ich werde euch schnell einen Überblick geben über die nächsten 5, respektive 6 Sonntage. Wir haben einen Spezialsonntag im September, den 19., wo wir kurz einen Unterbruch machen. Heute das Thema, warum können wir glücklich werden? Dann nächsten Sonntag, warum lässt Gott das zu? Dann in einer Woche später, was ist der Sinn des Lebens? Und dann kommt das besondere Thema, das Geschenk von Gott entdecken. Und ganz kurz der Abschluss dann am Schluss von unserer Serie, Anfang Oktober, Leben in neuen Dimensionen. Bist du glücklich? Das ist noch eine tiefe Frage, gell? Ich weiss nicht, wenn ich sie so spontan gestellt bekommen hätte, ich müsste vermutlich auch erst zweimal überlegen, hey, bin ich wirklich glücklich? Es ist interessant, dass in der Bibel ein Bibelvers steht, wo Jesus genau das verspricht. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in der ganzen Fülle. Oder Leben im Glück, Leben mit Sinn, Leben mit Zukunft, Leben mit Inhalt, Leben mit Lebensqualität. Und ohne Zweifel, Jesus hat den tiefen Wunsch, jeden Mensch in die Lebensdimension reinzuführen. Aber die Frage ist, warum sind wir nicht alle dort? Und wir wollen heute Morgen etwas machen. Wir wollen uns überlegen, wie sucht der Mensch in der heutigen Zeit nach dem Glück? Welchen Weg geht er? Was hat er für Überlegungen, für Überzeugungen? Und wir wollen das so unter die Lupe nehmen und miteinander anschauen. Führt das wirklich zum Glück? Und dann werden wir miteinander dem gegenüberstellen und anschauen, ja, was sagt denn die Bibel zu dem ganzen Thema? Wie finden wir wirklich zum Glück? Denn durch alle Jahrhunderte hindurch haben sich Menschen, grosse Philosophen auch überlegt, hey, wie werde ich glücklich? Da hat es Asketen gegeben, die gedacht haben, verzicht auf alles verzichten, lerne mit nichts auszukommen und dann wirst du glücklich. Und die anderen haben gesagt, wir spinnen ja völlig. Die Hedonisten sind gekommen und gesagt, hey, kostet das Leben aus, mit allem, was es hat. Und sie haben versucht, ihr Glück auf diese Art und Weise zu finden. Und auf der anderen Seite sehen wir in der Bibel wird ganz ein anderer Zugang zum Glück beschrieben. Wie können wir glücklich werden? Lassen wir uns doch zuerst einmal die Gedanken und die Überlegungen, die sich Menschen normalerweise machen, anschauen miteinander. Viele Menschen denken, je mehr Geld du hast, desto glücklicher wirst du sein, weil du dir deine Wünsche kannst erfüllen kannst. Wer von euch hat noch Wünsche im Leben? Ja, die meisten von uns. Ich habe vorhin festgestellt, je jünger das man ist, desto mehr Wünsche hat man oft. Und je älter das man wird, ich weiß auch nicht, gleich habe ich Geburtstag in 2-3 Wochen und dann fragt mich meine Frau, was wünschst du zum Geburtstag? Und ich sage eigentlich, einen lieben Brief von dir. Das Zusammensein würde mir fast am meisten bedeuten. Und, aber wir wissen eins, wenn wir materiell versorgt sind, das gibt uns etwas. Ich weiss nicht, ob du vielleicht schon in anderen Ländern der Welt bist, schon Armut gesehen hast. Und Armut ist ein Problem, ohne Zweifel. Menschen, die nichts haben. Menschen, die vielleicht nicht wissen, was sie morgen essen wollen. Ich habe auch festgestellt, viel zu haben ist auch ein Problem. Die Armen schauen, hey, wie komme ich zu Geld? Und die Reichen überlegen sich, wie schaue ich, dass ich das Geld nicht verliere. Beide haben Sorgen. Und am Schluss überlegt sich jeder, hey, komme ich mit dem, was ich habe, irgendwo zum Ziel? Habe ich eine sichere Zukunft? Und ich weiss nicht, vor 2-3 Jahren hat mal jemand gesagt, so Matthias, so, wenn du 50 wirst, und so musst du mal die Vorsorgeplanung anschauen und so weiter. Und dann musst du mal ausrechnen, lange es überhaupt? Und am Schluss, ich muss sagen, ja, wie weiss man, ob es wirklich lange?
Wer weiß, was in 5 Jahren ist? Wer weiß, was es in 10 Jahren ist? Und wir erhoffen uns irgendwo, hey, wenn wir materiell genug haben, dann sind wir glücklich und wir versprechen uns oft so viel davon. Ein zweiter Weg, was es gibt, ist, dass Bildung uns zu mehr Glück verhilft. Bildung gibt mir die Möglichkeiten, mehr in meinem Leben zu machen, meine Gaben zu vertiefen, Gaben zu entwickeln, besser einzusetzen. Und fast überall hörst du, hey, mach den besten Abschluss, den du kannst. Setz alles drin. Und ich weiss nicht, wie viele da sind, die das kennen, wo du um 12 Uhr noch irgendwie an der Aufgabe bist und am Hirn bist oder an der Arbeit bist oder deine Bachelor- oder Masterarbeit oder was weiß ich, oder schon nur für den Lehrabschluss büffelt hast, gedacht, kommt's gut. Und das Kribbeln im Bauch an der Prüfung, ich glaube, wir kennen es alle. Und ohne Zweifel ist es so, wir wissen, auf der ganzen Welt, dort, wo Bildung ist, geht es den Menschen oft besser. Man lernt besser mit dem Leben umzugehen. Man hat eine andere Perspektive. Man kann etwas machen mit dem Leben. Ein dritter Weg, das ist Gesundheit. Und der Gedanke ist der, je mehr medizinische Hilfe du bekommen kannst, desto eher findest du das Glück im Leben oder du hast Glück im Leben. Weißt du, habt ihr das auch schon gehört? Wenn ihr Menschen fragen, hey, was finden Sie oder was findest du, was ist das Wichtigste? Die Schweizer sagen dann, Hauptsache gesund. Und es ist sicher so, ich bin so froh für unsere Medizin, ich bin so froh für die Spitzenmedizin, die wir haben in unserem Land. Ich bin so froh, wenn du irgendein neues Hüftgelenk brauchst, gehst du hin, alles raus, Neues rein. Also ganz so einfach ist es nicht, aber wenigstens irgendwie so funktioniert es. Und wir können fast alle Teile in unserem Körper irgendwo ersetzen, wenn etwas nicht mehr funktioniert. Wir haben Krebstherapie auf höchstem Niveau und vieles andere. Und ich bin Gott wirklich dankbar, dass ich in diesem Land wohne und nicht in anderen Ländern, wo den Zugang zu der Medizin nicht in dieser Art und Weise haben. Das ist ein dritter Weg. Und es gibt natürlich noch andere Wege, wie wir uns oft als Glück versprechen. Vielleicht der richtige Lebenspartner. Wenn ich nur den richtigen finde. Und dann stellen wir manchmal fest, hey, die einen haben, überlegen sich, wie wird denn los? Und die keinen haben, überlegen sich, wie bekomme ich einen? Und wir stellen manchmal fest, hey, es ist gar nicht so sehr die Frage, habe ich einen oder habe ich keinen, sondern wie komme ich zurecht mit denen, wo ich zusammenlebe? Wie kann ich das Leben gestalten? Und dann stellen wir oft auch fest, die Frage ist ja nicht nur die, habe ich den Richtigen, sondern bin ich auch der Richtige? Oder wir denken, eine gesunde Ernährung. Und ohne Zweifel, hey, gute Ernährung bringt enorm viel. Ich habe meine Ernährung wirklich ein bisschen gesünder geworden in den letzten Jahren. So ein bisschen mehr Gemüse und ein bisschen mehr Früchte und so. Und ich muss immer noch ein bisschen mich überwinden. Aber ich habe gemerkt, es tut mir gut. Und ich glaube, wer auf eine gute Ernährung achtet, der fühlt sich körperlich in den allermeisten Fällen auch besser. Aber die Frage ist, bringt uns das am Schluss wirklich Glück im Leben? Verwechseln wir manchmal nicht eine etwas bessere Lebensqualität mit dem Glück? Oder eine steile Karriere. Irgendwo neu mit ankommen. Und auf der anderen Seite, ich weiss manchmal, Menschen mit einer steilen Karriere zahlen manchmal einen höheren Preis für ihre Gesundheit, ihre Familie, ihre Beziehungen. Hobby und Sport. Ich weiss nicht, ob du auch so eins hast, aber ich bin wirklich froh, kann ich Sport machen. Ich merke, es tut mir gut. Ich merke, ich tanke auch seelisch ein bisschen auf, rausgehen in den Wald, joggen. Aber Glück oder Spiel und Spass, möglichst viele coole Erlebnisse, Party machen. Wir können nicht alle von diesen Wegen unter die Lupe nehmen heute Morgen. Aber wir können uns etwas fragen. Führen ich sage jetzt mal, die ausführlichen Wege, die wir heute Morgen angeschaut haben, der Weg über Geld, Bildung und Gesundheit, führen die wirklich zum Glück in unserer Gesellschaft? Führen sie wirklich zum Glück in unserem Leben? Etwas zeigt sich,
Beispielsweise nämlich in unseren Beziehungen. Wir stellen fest in der heutigen Zeit, dass, obwohl wir mehr Wohlstand haben, obwohl wir mehr Know-how haben, obwohl es mehr Betreuung gibt, mehr psychologische Unterstützung, dass die Anzahl der Ehen, die geschieden wird, zunimmt und nicht abnimmt. Und ich weiß nicht, ob du selber in einer Familie bist, ob du selber schon betroffen bist, persönlich oder in der eigenen Familie von einer Scheidung. Aber ich denke, niemand, der da ist, kennt nicht mindestens jemanden, der durch eine Scheidung gegangen ist. Und Scheiden tut weh. Scheiden ist eine schmerzliche Sache. Es hinterlässt oft in der Seele und in den Erfahrungen der Menschen oft lebenslange Wunden. Ich weiss aus der eigenen Familie, meine Lieblingscousine in der Teenagerzeit, ihre Eltern haben sich scheiden lassen. Und wir haben Briefkontakt in dieser Zeit. Und ich habe einen Haufen Tipps und Rat gegeben, wie sie damit umgehen kann als 14-Jährige. Ich als 14-Jährige Tipps geben. Im Nachhinein denke ich, hättest du gescheiter nichts gesagt, hättest du gescheiter nur zugelassen. Und ich denke im Nachhinein, ich war völlig überfordert mit dieser Situation. Sie auch. Und letzten Endes, ich denke auch Menschen, die in so einer Situation drin sind. Man könnte natürlich sagen, ja Matthias, aber weißt, der Wohlstand, der macht es ja erst möglich, dass man sich scheiden lassen kann. Darum sind früher noch die Leute zusammengeblieben. Man hat gar keine Option gehabt. Es ist sicher einfacher, heute sich scheiden zu lassen. Aber die Alltäglichkeit der Trennungen, die Alltäglichkeit der Scheidungen hat unsere Gesellschaft nicht verbessert, sondern hat viele Probleme auch mitgebracht. Und viele Menschen, und das finde ich irgendwo auch in Sphären dabei in unserer Gesellschaft, bekommen keine Hilfe, wenn sie in den Konflikt sind. Und wenn man sich entscheiden lässt, ist für die allermeisten Leute drumherum die Geschichte abgeschlossen. Aber dass man da innen Sachen mitnimmt, dass man da innen unverarbeitete, verletzte Sachen hat im Herz, über das redet kein Mensch. Wir können sich überlegen, ob irgendwo unser Wohlstand uns etwas oder sonst auch Qualität gebracht hat, wenn es um andere Sachen geht. Und auf der anderen Seite stellen wir fest, obwohl wir so viel Wohlstand haben in unserem Land, dass Alkohol und Sucht ein riesiges Problem sind. In unserem Schweizer Ländli ist es so, ganz früh in den 90er Jahren, als ich auf Zürich gekommen bin, da ist die ganze Sucht, da ist auf dem Platz Spitz der Inbegriff gewesen. Leute sind zum Teil von der ganzen Welt schauen, was da abläuft. Und haben das Elend gesehen, da unten von der Sucht und von der Drogensucht. Aber wisst ihr, so viel besser geworden ist es nicht, auch bei uns in der Schweiz. Heute findet es einfach hinter den verschlossenen Türen statt. Heute ist es ausgelagert ins Private. Und vieles andere von dieser Sucht auch. Eine der grössten Süchte in unserem Land ist nach wie vor der Alkohol. Hunderttausende von Leuten sind abhängig. Ich denke einmal, wenn ich posten, wenn ich da im Dennerahmen bin und schaue, ein bisschen, was die Leute aufs Förderband legen. Und manchmal denke ich, Herr, da ist ein Mensch, der eigentlich Hilfe braucht. Und der Alkoholkonsum hat so grosse Auswirkungen, dann eben auch im Zwischenmenschlichen. Da können Schlägereien sein, Autounfälle, häusliche Gewalt, all diese Sachen bis hin zu Vergewaltigungen. Alles entsteht fast aus dieser Suchtproblematik heraus. Ich denke, vorletzten Sonntag war jemand da, kurzes Gespräch mit jemandem und er sagt, hey, jetzt noch nach 10 Jahren leide ich an den Folgen von einem Unfall, wo eine alkoholisierte Person in mich hineingefahren ist und die Kontrolle verloren hat. Und ich denke, all die anderen Süchte in unserer Wohlstandsgesellschaft sind auch nicht gelöst worden. Zwanghaft Spielen, Internet, Sexsucht und viele andere Sachen auch. Und auch die führen dann oft auch zu Schwierigkeiten in der Familie, am Arbeitsplatz. Manch einer hat seinen Job deswegen verloren. Jetzt können wir sagen, ja, aber wir haben doch das Gesundheitssystem, ist genial. Und ich bin wirklich froh, haben wir es. Ich bin froh, haben wir den Zugang dazu. Aber nebendran, wir haben wieder neue Probleme geschaffen mit unserer gesunden Gesellschaft. Die Überalterung der Gesellschaft. Wir sind Themen, die wir Tag für Tag irgendwo in den Medien drin haben. Und ich bin froh für meine eigenen Eltern, die mittlerweile auch bei 80 herum sind, haben sie so einen coolen Zugang zu der Medizin. Ich weiss von vielen Leuten, die 70, 80 sind, vor 50 Jahren,
hätten sie vor 50 Jahren gelebt, würden sie heute nicht mehr leben. Dann wäre der Herzinfarkt final gewesen. Und das ist für die Einzelnen, das ist super und ich freue mich. Und auf der anderen Seite, wir kommen in ein Ungleichgewicht in der ganzen Finanzierung von unserer Gesellschaft. Wer soll das Alter noch zahlen? Es sind Fragen, die ganz, ganz schwierig sind. Auch ethisch ganz, ganz schwierig sind. Oder das Gesundheitssystem, das extrem teuer worden ist und immer teurer wird. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ende Jahr, hast du in den letzten 10 Jahren einen Brief von deiner Krankenkasse bekommen, der gesagt hat, wir haben freudige Nachrichten, Ihre Prämie ist nächstes Jahr 10% tiefer. Bei mir sind Briefe immer Copy-Paste vom letzten Jahr. Wir müssen Ihnen bedauerlicherweise mitteilen, wegen der gestundenen Gesundheitskosten und so weiter. Und weisst, nächstes Jahr tust du wieder x 100 mehr Franken, oder? Und das sind eigentlich Probleme. Wir wissen nicht, was angeht. Wir wissen auch nicht wirklich, wie wir es lösen können. Bis hin zur Zweiklassenmedizin, die wir heute schon haben. Längst nicht jeder kann privat versichert sein. Ich glaube, so vieles aus dem Wohlstand heraus hat wirklich das Leben von einzelnen Menschen verbessert. Aber hat es uns wirklich das Glück gebracht? Bringt es wirklich eine Lösung für die Probleme, die wir haben als Menschen? Auch die ganz persönlichen, unser Gesamtempfinden als Menschen. Es ist interessant, wenn wir anschauen, was die Bibel dazu sagt. Dann stellen wir Folgendes fest: Wir haben ein Grundproblem als Menschen. Dass wir denken, wir finden unser Glück in unserem Wohlstand, in dem, was wir erreichen, in dem wir unser Leben einfach selber gestalten können. Und das Problem liegt, dass wir die wichtigste Komponente wie aus den Augen verloren haben. Die Bibel sagt, was der Mensch braucht, zum wirklich Glück zu finden, ist eine persönliche Beziehung, ein persönliches Kennen von einem lebendigen, liebevollen Gott. Und jemand, der sein Glück hat gesucht, das war der Hans-Rudi Löpfli. Und ich freue mich, dass wir seinen Lebensbericht jetzt miteinander anschauen können. Eine schwere Krankheit im Juni 2015 hat mein Leben verändert. Ich war im Südtirol und habe dort eine Legionellenpneumonie aufgelesen. Ich bin dann im Koma gelegen, 2 Wochen lang, und meine Lunge hat versagt und meine Niere hat nicht mehr gearbeitet. Und in dieser Zeit war es ganz schwierig für mich. Die Ärzte haben gesagt, ich überlebe es nicht. Und hatte das Gefühl auch vorher, dass das Glück, das bin ich, was Glück macht und niemand anders. Ich habe auch Menschen, die mit Gott unterwegs waren, habe ich belächelt und gefunden, ja, was die sagen. Und ich bin mein eigener Glücksschmied und niemand anderes hat etwas mit meinem Glück zu tun, schon gar nicht Gott. Ja, und dann in der Zeit vom Koma hatte ich auch ein Erlebnis gehabt, wo für mich ich eine Begegnung hatte mit dem Teufel, der mir gesagt hat, dass mein Leben keinen Sinn mehr hat und dass ich doch ins Jenseits gehen soll. Ich habe das nicht wahrhaben und ich habe gekämpft dagegen. Und meine Schwester hat zum Glück an meinem Bett gekämpft für mich, hat gebetet für mich, was mich sehr glücklich macht jetzt auch im Nachhinein. Ich habe dann aber durch das Ganze nicht das Gefühl gehabt, dass das etwas mit Gott zu tun hat, sondern ich habe das Gefühl gehabt, dass das einfach ein Glück war, wie man so Glück hat im Leben. Und bin dann ins Tessin gefahren mit meiner grossen Maschine, mit einem grossen TÜV, und hatte dort einen schweren TÜV-Unfall gehabt, habe mir den Rückenwirbel gebrochen. Und als ich am Boden gelegen bin, hat eine Stimme in meinem Kopf gesagt, und jetzt lernst du endlich Jesus kennen. Das hat mich stark beeindruckt und ich habe dann angefangen, ganz intensiv in der Bibel zu lesen. Habe mir eine Kleingruppe gesucht, wo ich mit Christen zusammen sein kann, und bin dann regelmäßig in den Gottesdienst gegangen. Und bin heute wirklich froh, dass Jesus mich gerufen hat und dass ich jetzt mit Jesus meinen Weg gehen darf, dass ich das Licht sein darf, auch in meinem Geschäft. Und
ja, das macht mir auch wirklich Spass und ich merke, mein Leben ist komplett neu geworden und ich bin ein neuer Mensch geworden. Und ich danke Jesus dafür. Ja, wow. Und plötzlich ist eine Stimme in meinen Kopf gekommen, die gesagt hat, und jetzt lernst du endlich Jesus kennen. Ich denke, es gibt so 3 Stimmen, 3 Arten von Stimmen, wo immer wieder in unsere Gedanken hineinkommen. Das eine, das sind unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Ängste, Befürchtungen, Hoffnungen. Und dann gibt es die Stimme, dann gibt es eine zerstörerische Stimme, wie er sie gehört hat, der Hans-Rudi. Eine Stimme, die so böse ist zu uns, die bis dort gehen kann, wo Menschen sagen, hey, gib dein Leben auf. Und dann gibt es eine andere Stimme. Und das ist die Stimme von Gott. Es ist eine Stimme, die wir vielleicht nicht immer erklären können, aber es ist die Stimme, die sagt, lehr Jesus kennen. Lehr Jesus kennen. Und ich denke, das ist eine der stärksten Botschaften, die es wirklich gibt. Und das ist eine Realität, die es wirklich gibt. Es ist schon interessant, dass das alte Buch, die Bibel, und das werden wir jetzt ein bisschen genauer anschauen im Abschluss, wie sich das wie einen roten Faden einfach durch das uralte Buch durchzieht. Am Anfang, schon im ersten Buch der Bibel, steht in anderen Worten, dass Gott den Mensch als ein lebendiges Gegenüber hat wollen. Hey, weißt du, was das heisst? Gott möchte, ich sage es mal so, Gott möchte mit dir an einem Tisch sitzen, mit dir reden. Er möchte mit dir eine Freundschaft bauen. Er möchte für dich und für dein Leben der beste Freund wirklich sein und der beste Freund werden, den es überhaupt gibt. Er möchte der sein, wo dich wie kein anderer wirklich ermutigen kann, wo dir zeigen kann, was du mit deinem Leben machen kannst. Wirklich ein Vis-à-vis. Und es ist schon interessant, dass es heisst von den ersten Menschen, sie haben mit Gott einfach geredet. Wie ein Kind mit dem Vater oder wie 2 erwachsene Menschen miteinander. Und das ist die Dimension von dem Leben, wo Gott uns hineinführen will. Etwas, wo unser Leben am Schluss sowas von happy, sowas von glücklich macht. Aber was ist schiefgelaufen? Warum erleben wir das nicht? Die Bibel erzählt uns von den ersten Menschen, wir werden noch mehr darüber hören, der nächsten Sonntag, dass sie der Stimme der Verführung mehr vertraut haben als Gott. Sie wollten sein wie Gott, oder so wie es der Hans-Rudi erzählt hat in seinem Lebensbericht, ich bin meines Glückes Schmied. Ich bestimme selber, wie ich glücklich werde. Das ist alles von mir abhängig und es ist alles in meinen eigenen Händen. Und weißt du, das ist eigentlich auch eine enorme Belastung, die wir haben als Menschen. Wenn man sich das Glück selber muss zimmern, Tag für Tag. Und weißt du, Gott sagt, ich will dir helfen. Und wenn wir unsere Hoffnung so von uns selber setzen und unser Leben in der eigenen Hand haben, dann sagt eigentlich die Bibel in anderen Worten, dass die Unzufriedenheit in unserem Leben ihre tiefste Ursache eben dort drin hat, dass wir die zerbrochene Beziehung zu Gott, oder dass die zerbrochene Beziehung zu Gott eine Realität ist in unserem Leben. Dass das Problem nicht daran liegt, dass Armut in erster Linie da ist, Mangel an Bildung oder Mangel an medizinischer Betreuung, sondern uns fehlt Connection zu dem, wo uns wollen. Uns fehlt Connection zu dem, wo unser Schaffen hat. Uns fehlt Connection zu dem, wo wirklich weiss, wie das Glück in unserem Leben funktioniert. Und es ist schon interessant, aber Gott selber, er leidet an dieser zerbrochenen Beziehung. Ich weiss nicht, ob du selber mal in jemanden verliebt bist oder jemanden schon mal gern hast und verletzt worden bist von jemandem. Wir als Menschen, wir versuchen dann irgendwo zu vergeben oder hoffen, dass es wieder gekittet werden oder distanzieren uns ganz. Aber weißt du was, bei Gott ist es wirklich so gewesen, er hat gesagt, weißt du was, auch wenn ihr mir Menschen nicht wirklich vertraut,
auch wenn ihr euch entfernt, auch wenn ihr meint, ihr könnt selber, ich will etwas machen, ich will etwas unternehmen, ich will dich wieder gewinnen, ich will dein Herz wieder gewinnen, ich will die kaputte Beziehung von meiner Seite her wiederherstellen, ich will nochmal einen Effort machen. Wie einen zweiten Plan von Gott für unser Leben, hey, damit das wieder geschehen kann. Ich will es mal so sagen, dass du den Stecker von deinem Leben wirklich der Power, am Glück, an der Freude, an der Zuversicht, an der Hoffnung, an der Lebenskraft von Gott wirklich kannst einstecken. Und das heißt im 1. Johannes 4, Vers 10 folgendes: Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, im Gegenteil, wir haben ihm die kalte Schulter gezeigt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld zu befreien. Hey, oder in anderen Worten, Gott sagt, weißt du, auch wenn du als Mensch dazu so fest geneigt hast, auf den falschen Weg zu gehen, dein Glück am falschen Weg zu suchen, weißt du was? Ich gebe meinen Sohn Jesus, er zahlt, er spricht dich frei von aller Schuld und er führt dich in eine tiefe Versöhnung, in eine Nähe zu Gott. Der Glaube an Jesus befreit uns. Er befreit uns von den Glücksversprechungen von dieser Welt und von den Irrwegen auf dieser Welt, die uns nicht glücklich machen. Und die Bibel sagt uns, Jesus trug unsere Sünde am Kreuz. Er öffnet uns die Tür zum Vaterhaus und zu wahrem Glück. Das heißt, hey, Gott will eine Freiheit in dein Leben bringen, eine Freiheit, wo du Gott kannst erfahren, wo du Gott kannst erleben. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben bist. Ich weiß nicht, was dich so im Alltag beschäftigt. Wenn wir zusammenhocken für ein paar Minuten und ich würde dich fragen, hey, was beschäftigt dich wirklich? Was ist im Moment so ein bisschen Programm? Was ist das, was dir Sorge macht? Vielleicht ist es wirklich eine Last, die du trägst auf deinem Leben. Vielleicht ist es etwas, wo sich deine Wünsche nicht erfüllen. Vielleicht ist es etwas, wo du auf andere Leute wartest, dass sie sich anders verhalten. Und Jesus hat einmal gesagt, weisst du, ich verstehe euch, wenn ihr euch abmüht in eurem Leben. Aber er sagt, kommt her zu mir, die euch abmüht unter eurer Last und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Weißt du was? Hey, es ist wie wenn Gott dir sagt, weißt du, mit der ganzen Last von deinem Leben, mit dem ganzen Ballast, mit den ganzen unerfüllten Hoffnungen im Leben, vielleicht mit dem, was dich gerade die letzte Woche vielleicht auch abgedrückt hat, komm doch zu mir. Komm doch zu mir. Ich kann dich frei machen von dieser Last. Ich kann dir wieder Rucksacken wegnehmen, wo das schwere Zeug drin trägst und kann dir in deinem Herzen, ich sage es ganz bewusst, eine Leichtigkeit geben, eine Kraft geben, eine Zuversicht geben. Vielleicht ändern sich die Umstände nicht gerade in deinem Leben, aber weißt du, da innen wird etwas ganz, ganz neu. Aber Jesus sagt auch in dem Vers nachher später drinnen, kommt zu mir, kommt zu mir. Und das ist die Einladung, das ist die Frage, die Jesus dir wirklich heute Morgen stellt. Willst du zu ihm kommen? Und am Schluss stellt sich eigentlich von unserem Morgen die Frage, durchschaue ich, dass die menschlichen Wege zum Glück in die Irre führen? Und dass die menschlichen Wege zum Glück nicht wirklich glücklich machen. Ich will es bewusst sagen, viele von diesen Wegen geben uns eine bessere Qualität im Leben. Aber bringen sie Glück. Und auf der anderen Weg will ich den biblischen Weg zum Glück gehen und die Beziehung zu Gott wirklich suchen. Das ist die Frage. Und das ist wie eine Lebensentscheidung. Es ist wie wenn ich in meinem Leben so den Kompass einfach komplett eigentlich in die andere Richtung setze. Ich kann nicht auf beiden Wegen versuchen, glücklich zu werden. Ich muss wie einen primären Weg gehen in meinem Leben, wo ich sage, darauf setze ich meine Hoffnung. Und weißt du, wenn du das willst tun, da gibt es ein Gebet, wo eigentlich die wichtigsten Sachen beinhaltet, die ich aufgeschrieben habe für dich an diesem Vormittag. Und das Gebet
um die Beziehung zu Jesus wirklich zu suchen, die Beziehung zu Gott, dem Vater zu suchen, könnte vielleicht so heißen: Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selber bestimmt habe und dass ich getrennt bin von dir. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Jesus Christus für mich gestorben ist und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm du die Herrschaft. Oder in anderen Worten, von jetzt an hilf du mir, den Kompass jeden Tag neu zu stellen. Ich suche das Glück wirklich bei dir. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Denn weißt du, das Glück, der Weg zum Glück, den erfahren wir dort, wo Gott anfangen kann, uns da innen, in unseren Gedanken, in unseren Wünschen, in unserer Sehnsucht zu verändern. Wo er anfangen kann, unsere Seele zu heilen von Schwärm und von Erlebtem. Und ich möchte dich heute Morgen dir eine Frage stellen. Wäre es nicht hammercool, die Gelegenheit von dem Moment zu nutzen, für so eine Entscheidung zu treffen? Ich weiss, viele, die da sind, die glauben an Jesus Christus. Die haben ihren Kompass einmal umgestellt. Aber ich möchte dich fragen, wenn du schon jahrelang mit Jesus unterwegs bist, ist Jesus wirklich die Quelle von deinem Glück? Hey, ich habe festgestellt, weißt du, der Zug von dieser Welt nach ihrem Wert und nach ihrem Weg glücklich zu werden, der hört nicht auf, auch wenn man Christ geworden ist. Und die Welt versucht, uns nach wie vor zu verführen, auch wenn wir Jesus schon kennen. Das Probieren, auf dem Weg von dieser Welt glücklich zu werden und es trotzdem noch jemand anders zu probieren. Und der Grund ist nicht der, dass Gott uns nicht in der Lage wird zu erfüllen, sondern das Glück, der Grund ist der, wenn wir aufhören, unser Glück nach wie vor, Tag für Tag, in dieser Beziehung, in dieser Liebe, in dieser Nähe zu Jesus zu suchen. Und weißt du, vielleicht bist du da und du glaubst schon lange an Jesus und dir ist klar geworden, weißt du, ich bin dieser Verführung erlegen. Weißt du, du kannst heute Morgen eins machen. Du kannst sagen, ich kann meinen Kompass auch umstellen. Das Schöne bei Gott. Auch wenn man mal auf den falschen Weg kommt, man kann umstellen. Und vielleicht bist du da und sagst, hey, ich habe das noch nie so gehört. Ich will diese Chance ergreifen. Ich will anfangen, mein Glück wirklich in einer persönlichen Beziehung zu Jesus zu suchen. Weißt du, dann können wir jetzt beten miteinander. Und ich glaube, es lohnt sich, wenn wir beten können, ob wir Jesus schon lange kennen oder ob wir ihn vielleicht noch gar nicht in dieser Art und Weise kennen. Und vielleicht noch ganz kurz, bevor wir beten, lass mir noch etwas sagen. Das Gebet, sich näher zu Gott, im Reden mit ihm, legt so eine gewaltige Kraft. Darum haben wir nächste Woche Gebetswoche. Jeden Abend, Dienstag bis am Freitag, treffen wir uns da. Und wenn wirklich die Beziehung zu Gott suchen, vertiefen, pflegen, durchstarten vielleicht neu. Mit Gott. Wenn wir aufstehen, wenn wir doch unsere Augen schliessen zum Gebet. Und ich werde uns zuerst einmal hineinführen, einfach so in die Gegenwart von Gott und in seine Liebe, dass du die offenen Arme darfst sehen, die offenen Arme vom Vater im Himmel, der sagt, ich wünsche es mir so sehr. Wir könnten connecten miteinander. Ich wünsche es mir so sehr, du könntest wirklich in meine Arme kommen, zu meiner Liebe kommen, in meine Gegenwart kommen. Du könntest mich neu anfangen zu suchen, neu mir dein Vertrauen einfach schenken. Vater im Himmel, du bist da an dem heutigen Tag. Und du bist da durch Jesus Christus, dein Sohn, der sein Leben gegeben hat für uns. Und ich danke dir, dass bei dir Vergebung ist, dass bei dir Erneuerung ist, dass bei dir Heilung ist, dass bei dir vor allem aber eine Neuorientierung ist. Und Jesus, ich danke dir, dass du jedem Menschen, der da ist, heute Morgen die gewaltige Gelegenheit gibst, heute eine Entscheidung zu treffen, sein Vertrauen, ihr Vertrauen auf dich zu setzen. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich dich einladen, bete doch mit mir das Gebet. Und auch wenn du vielleicht schon lange Jesus kennst, bete doch auch laut mit heute Morgen, um etwas festzumachen im eigenen Herz. Vater im Himmel, lassen Sie uns ruhig laut miteinander sagen und lesen, ich tue es nicht vorbeten. Mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selber bestimmt habe
und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünde vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich willst haben. Amen. 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 Hey, ich will dir eins sagen, das Coole bei Gott ist, wenn wir beten, hört er uns nicht nur, sondern er beantwortet unsere Gebete. Und vielleicht ist das heute der erste Tag von einer Beziehung mit Gott, wo du angefangen hast. Vielleicht ist der Tag, der erste Tag, wo du sagst, nach langer Zeit, weißt du, ich will zurückkommen zu Gott. Ich will mein Glück wirklich ganz bewusst neu bei ihm suchen. Wo auch immer du bist, weißt du, nimm es mit nach dem heutigen Gottesdienst und vertief es in den nächsten Tagen. Komm, wenn du kannst, an die Gebetswoche und lass dich erfüllen von dem herrlichen Glück, was es nur bei ihm gibt. Amen. Amen.